Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Sendung Blick auf Europa hier DOC. Ich habe heute ein Dossier, das wir heute zu Straßburg aufgestimmt haben, das Woche. Ein ganz wichtiges Dossier, das sind genmodifizierte Organismen. Ein Dossier, das ganz lange schon an der Diskussion ist, wo wir endlich eine Lösung gefunden haben. Für mich genau darüber zu informieren, habe ich heute bei mir am Plateau meine Kollegin Elisabeth Köstinger. Herzlich willkommen, Elisabeth. Hat also eine Partie Hintergrundinformationen wie gesagt, zu dem Dossier. Wir werden das auf Deutsch machen. Ich bin, wie gesagt, einerseits Fred, andererseits bin ich wirklich froh, ich auch so ein Gespräch zu bringen, wie was mich vielfältig ist an Hintergrundinformationen bietet. Elisabeth, erstmal herzlich willkommen und herzlichen Dank, dass du mitmachst bei dieser Sendung und unsere Zuschauer diese Hintergrundinformationen lieferst. Der Kommissionsvorschlag wurde ja jetzt 2010 schon vorgelegt und ein Kompromiss konnte erst nach fast 4 Jahren, jetzt 4 Jahre später gefunden werden. Das sieht sich nach schwierigen Verhandlungen an. Waren die wirklich so schwierig, die Verhandlungen mit dem Rat? Ja. Also ich glaube, das war fast noch schwieriger, als es zum Schluss dann auch ausgesehen hat. Der Kommissionsvorschlag wurde 2010 vorgelegt. Das Europaparlament hat 2011 eigentlich relativ schnell auch eine Position gefunden und hat versucht, eben auch dieser ganz großen Kritik am Gentechnikanbau Rechnung zu tragen. Danach hat es nur leider über 3 Jahre gedauert, bis der Rat die Blockade der Mitgliedstaaten, die eben sehr stark Gentechnik, Saatgut befürwortend sind, auch brechen könnte. Und vor allem jetzt in den sogenannten Trilogverhandlungen, also dort, wo dann Rat, Parlament und die Kommission zusammensitzen, und das kann man sich ein bisschen so vorstellen, dass erst auseinandergegangen wird, bis man wirklich eine Einigung hat. Das war dann schon sehr, sehr intensiv, also sehr lange Nächte, wo wir versucht haben, eben eine Einigung auch zustande zu bekommen. Jetzt ist das ja ein Dossier, was innerhalb der europäischen Bevölkerung sehr emotional geführt wurde. Wir haben dann die gefühlsmäßige Seite und wir haben die wissenschaftliche Seite. Und ich denke, das waren auch die Schwierigkeiten. Es gibt ja insgesamt 19 Mitgliedstaaten, die absolut dagegen sind und dann auch ein Gros der Bevölkerung, das heißt die Mehrheit der Bevölkerung. Wie sieht der Kompromiss jetzt aus eigentlich zwischen Rat und Parlament? Was ist genau das Ergebnis? Ja, also ich glaube, wir haben in Europa 3 Kategorien von Ländern. Jene, die absolut befürwortend sind und Gentechnik auch anbauen wollen. Jene, die absolut dagegen sind. Da zählt beispielsweise auch Österreich dazu. Luxemburg auch. Luxemburg, genau, auch Slowenien beispielsweise, Kroatien. Und dann gibt es Länder, die noch nicht eine wirklich klare Position haben oder auch beispielsweise so wie Belgien, wo es ein Nord-Süd-Gefälle gibt, also wo ein Teil in Belgien anbauen will und ein anderer nicht. Und all diese Schwierigkeiten und Komplexitäten haben wir versucht jetzt hinein auch zu bringen. Das Verfahren sieht jetzt so aus, dass es zweistufig ablaufen wird. Der Mitgliedstaat kann, und das ist immer auch wichtig dazu zu sagen, es handelt sich immer um GVO-Organismen, die bereits am europäischen Markt zugelassen sind. Wir haben das strengste Zulassungsverfahren der Welt. Also es sind ja nur 3 Sorten in Europa zurzeit. Über die Agentur, die EFSA? EFSA, genau, die Agentur für Ernährungssicherheit. Dies muss dieses Gentechnik-Saatgut bewilligen. Dann kommt der Mitgliedstaat und meldet der EU-Kommission, dass er auf seinem Territorium, entweder am ganzen Mitgliedstaat oder in einer Region, Gentechnik verbieten will. Im Normalfall ist das Verfahren dann zu Ende. Der Antragsteller akzeptiert das. Sollte das nicht der Fall sein, tritt Stufe 2 in Kraft. Und der Mitgliedstaat liefert Gründe, warum er Gentechnik-Saatgut am Territorium verbieten will. Und diese Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Also zum einen Umweltgründe, die klarerweise über die Studien der EFSA hinausgehen, aber auch landwirtschaftliche Gründe, beispielsweise wenn man sehr viel Biolandwirtschaft am Territorium hat. Auch Gründe der öffentlichen Ordnung, beispielsweise wenn die Bevölkerung klar ablehnend gegenüber GVO ist. Und mit der Meldung dieser Gründe ist das Verfahren im Normalfall auch zu Ende. Oder, und das hat vor allem das Parlament auch hineinverhandelt, diese 2 Phasen sind nicht mehr konditional. Das heißt, der Mitgliedstaat kann gleich melden, warum er das nicht will. Und somit ist das Verfahren beendet. Das heißt, es gibt eine rechtliche Sicherheit für die Mitgliedstaaten. Vorher war das ja nicht der Fall. Genau. Du bist jetzt Schattenberichterstatterin gewesen, Berichterstatterin für die EVP. Wie
die EVP, die Haltung, die Meinung der EVP ist die jetzt da mit reingeflossen, haben wir uns sehr stark da eingesetzt und ja, das Abschlussergebnis hat dir ja recht gegeben, hast ja ein überzeugendes Ergebnis erzielt. Wie sieht das jetzt aus? Ja, also nicht nur in der EVP, auch bei anderen Parteien ist die Meinung sehr gespalten. Also die Abgeordneten, je nachdem aus welchen Ländern sie kommen, haben unterschiedliche Meinungen. Aber wir waren uns eigentlich alle sehr einig, dass es für jene Staaten, die keine Gentechnik anbauen wollen, eine Lösung geben muss. Und hier war auch die EVP klar einheitlich der Meinung, dass es diese Möglichkeit jetzt rechtlich sicher auch geben muss. Ja. Jetzt aus Luxemburg, besonders einem kleinen Land, oder aber nicht nur Luxemburg, sondern auch andere Mitgliedstaaten, stellen sich natürlich die Frage, wie sieht das jetzt an der Grenze aus? Das heißt, hier ist ja ein Thema, da ist nicht schwarz-weiß, hier Anbau und da Verbot. Das heißt, wie sieht das in Grenzregionen aus? Ja. Auch das war für uns ein Meilenstein. Wir haben es erstmals geschafft, auch verpflichtende Koexistenzmaßnahmen hineinzuverhandeln, auch eine sehr große Forderung des Parlaments. Das heißt, ein Mitgliedstaat muss sicherstellen, dass es zu keiner grenzüberschreitenden Kontaminierung kommen kann. Außer natürlich, es sind landschaftliche Gegebenheiten, die das sowieso verhindern, beispielsweise Bergketten oder Meere, Flüsse und Sonstiges. Aber ansonsten muss dieser Mitgliedstaat Maßnahmen treffen. Und es muss auch an die Kommission gemeldet werden in Studien und Sonstiges, ob es hier irgendwie zu Kontaminierung kommt. Und wir werden vor allem von Seiten des Parlaments hier auch dranbleiben, weil das Thema ist auch ein Haftungsthema. Wer zahlt für Schäden, für Kontaminierung und Sonstiges? Und hier ist das Parlament sehr wachsam und wird hier die Studien der Kommission natürlich auch einfordern. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sind noch lange nicht alle Probleme gelöst. Das heißt, so Probleme wird es mit Sicherheit noch geben. Und auch die Lebensmittelkennzeichnung und Tierfutter, denke ich mal, dass das uns weiter noch beschäftigen wird. Ja. Wie sieht das aus? Also, ich sage das jetzt als Österreicherin, für mich war diese Abstimmung nur die zweitbeste Lösung. Idealer wäre gewesen, wenn wir mehr oder weniger ein Totalverbot gehabt hätten, weil gerade diese Fragen der Koexistenz Sonstiges natürlich uns auch weiterhin begleiten werden. Aber es war mal sehr positiv, dass es hier jetzt eine Lösung gibt für jene Staaten, die wollen und jene, die nicht wollen. Und die Fragen beispielsweise auch der Risikobewertung, der Zulassung von GVO, der Kennzeichnung von Lebensmitteln, das wird wieder in anderen Gesetzen und Verordnungen geregelt werden. Gerade was Kennzeichnung betrifft, haben wir seit 2003 die Richtlinie, dass Lebensmittel, die über einen Wert von 0,9 gentechnisch veränderte Organismen beinhalten, gekennzeichnet werden müssen. Das haben wir bereits, aber genau das Thema Futtermittel und Sonstiges ist ein riesengroßes Thema. Wir sind sehr eiweißabhängig, vor allem in der Tierfütterung. Und hier wird es auch zukünftig weiter Studien und Lösungen in letzter Konsequenz auch geben müssen. Das heißt, das Sprichwort sagt ja, das Optimum ist der Feind des Maximums. Das heißt, hier haben wir zum aktuellen Zeitpunkt das Maximum erreicht, was möglich war in Verhandlungen, wie das halt oft der Fall ist. Das Optimum, daran arbeiten wir dann in einer nächsten Phase mit Sicherheit. Ich denke, herzlichen Dank für deine Erklärungen, auch herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast, auch herzlichen Dank für deine Arbeit. Ich denke, du hast eine gute Arbeit geleistet und das Resultat, wie gesagt, hat sich ja auch deutlich in der Abstimmung gezeigt. Ichli vielleicht will ich dummer da auch merci so viel nachgucken. Ich meine, hey, haben wir die Informationen gekriegt, die wir zu dem Sujet gebraucht haben. Aber wenn ihr nach weiter, wenn ihr nach Fragen habt zu dem Sujet oder sonst zu einem Sujet, dann melde ich. Wir gehen an einer nächsten Sendung ganz gerne darüber. Vielmals merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.